Herzlich willkommen zu Filmlife. Und ich meine, die Welt ist ein kurz stehen geblieben, weil Spider-Man No Way Home rauskommt. Also los ich auf keinen Fall Spoiler, wenn man dann nicht gesehen hat. Das passiert heute auf jeden Fall nicht. Ich gehe auf jeden Fall mein Bestes. Und ja, wenn mir der Film da gefallen hat, das gesehen ihr heute bei Filmlife. So, den neue Spider-Man hast du. Und irgendwie schenkt ganz Welt auf der Kopf zu stehen. Auf jeden Fall, was am Filmbereich passiert. Weil die Leute fanden den Film absoluten Hammer. Ich höre nicht mehr positive Reviews. Oder so gut wie nicht mehr positive. Für was? Ich habe mega Spaß beim Film. Mir hat mir super gut gefallen. Mir ist aber nicht fehlerfrei. Auf jeden Fall nicht so fehlerfrei, wie vielleicht so Muncher das vielleicht will so. Weil du nicht aber die eine oder die andere Sache, und der ist ein bisschen drüber steuern. Also mal direkt am Anfang, ich erzähle nicht groß an der Geschichte, was passiert. Weil heute begeht ihn sich auf einen gefährlichen Part, wo ich ganz sehr etwas gespoilt wird. Bon, die Antagonisten sind ja so weit, sind sie? Also die meisten sind auf jeden Fall bekannt. Ich ohne nur zu sagen, dass ich am Trailer noch nicht so gesehen war, aber das ist ja gewusst, das kann ich eigentlich so weit festhalten. Die Universe schenken ja, man denen zu kollidieren. Und Antagonisten aus anderen Spider-Man-Filmen, wie zum Beispiel dem Sam Raimi-Filmer oder auch den Andrew Garfield als Spider-Man, die Antagonisten, die sind lo am MCU. Und das war ja aber schon mal etwas, wo die Leute sich mega drauf gefreut und inklusive ich schon die Sam Raimis Star Wars wurde schon so Spider-Man-Filme mega gern. Also den Dr. Octavius oder der Green Goblin, ich meine Willem Dafoe als Green Goblin, ist einfach der Wahnsinn. Bei dem Mann gesagt ihr einfach, das ist ein richtig geborener Schauspieler, der kann das einfach. Und das sind einfach auch meine Lieblingsantagonisten aus dem ganzen MCU, nee, nicht MCU, mehr aus dem ganzen Spider-Man-Kosmos. Du freuen ich mich, dass die Charaktere dabei sind. Mir war den aber lohn nach dazu so kann, es wirkt schon immens no Fanservice. Das muss ich wirklich so. Ich schon zwar bei Ghostbusters gesagt, mehr freuen als über Fanservice. Und ich ja auch. Aber Heinz, du hast da auch so, ja, okay. Muss ich da wirklich so viel Zitate von anderen Sachen abgreifen? Weiß ich nicht. Mir das sind auch alles Gedanken, die ich recht nur im Film hatte, wo ich mir gedacht okay, das war vielleicht ein Punkt, wo ich sich vielleicht ein bisschen steuern kann. Insgesamt, wie gesagt, während dem Gucken hatte ich absolut Freude gemacht, mir war zu keiner Sekunde langweilig. Du musst den auch, kann ich von vier Wäsche mal so, beim Gucken absolut nicht falsch. Aber da ging ich so, da komme ich zu dem Punkt, dem ich wirklich bald am meisten noch gesteuert hat. Und zwar fand ich, sind an diesem Film ziemlich viel Plotholes. Auf jeden Fall mit dem Wissensstand, den wir haben, sind dort ziemlich viel Plotholes. Gewusst ist ja auch, dass ein Doctor Strange matt am Film dran ist. Das ist ja auch schon an Trailern sie gewirrscht. Und wenn ihr mal ein bisschen drüber nachdenkt, den Doctor Strange, den 10 Millionen Alternativversionen sich durch den Kopf gelost hat, weil Endgame hat kein ausgehen. Und das ist eine enge Version gewirrscht, die funktioniert. Und dem Mann ist ja so strukturiert und so, den hat ja den absoluten Masterplan. Der weiß ja genau, was passiert oder was der machen muss. Denn alle wissen das ja quasi. Und dann freue ich mich, der geht da ein verdammt Risiko an. Das gesagt ja alles am Trailer. Der geht ja da einen gefährlichen Zauberspruch an, für das die Leute vergessen sollen, dass dann Peter Parker Spider-Man ist. Und ihr kriegt gesagt, das ist mega gefährlich, ihr seht, das ist mega gefährlich. Aber trotzdem möchte nicht. Muss ich mal so das wirkt aber nicht so Doctor Strange-mäßig, wie ich es kenne. Und auch dann, wie soll ich das so, es ist schwierig, über den Film zu schwätzen, weil wirklich, es wird ganz, ganz sehr gespoilert. Auf jeden Fall zum Schluss von der ganzen Thematik, schwierig. Zum Schluss von der ganzen Thematik passiert halt etwas, wo ich dann auch so möchte so viel Sinn. Wenn du über den Schluss sich ein bisschen Gedanken möchtest, okay, das möchte nicht ganz viel Sinn, wieso das funktioniert. Ich schwätze nur ganz kryptisch. Wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Mir genau zu der enger Seite, wie ich den Schluss auch ein bisschen unlogisch fand, gesehen ich aber ein bisschen
Notwendigkeit an dem ganzen Schluss, weil das kann ich eigentlich so weit verroden. Der Schluss lässt mischt eine cool Option ab für das ganze Spider-Man Genre weiterzuführen. Wir kennen den Spider-Man, das ja schon angekündigt ging am Civil War mit den ganzen Avengers. Das war alles schon ziemlich groß. Spider-Man kennt der ja echt immer so am Klängen. Aber Spider-Man ist ja im MCU schon ziemlich groß angekündigt ging mit großen Kämpfen an großen Thematiken. Und das kann ich soweit sagen. Ich denke, Marvel geht dann in mehr Richtung klingt aufgekapselt Universum. Ich hoffe, ich will nicht zu viel dazu verraten. Wenn doch, dann da stänge ich mich. Aber trotzdem hat der Film zig Momente, wo ihn sich einfach gefreut hat, wo ihn einfach Strahlen am Gesicht hat, wenn es dem, was auf der Leinwand passiert ist. Weil der Kampf fand ich mega geil. Wie gesagt, die Antagonisten, die ich so geil fand, die sind im Do, und du sind im Kampf, an die Kampf, die sind so bombastisch, das macht einfach Spaß nur zu gucken. Vom Cast, du ganz oft gesehen, mir den Tom Holland hat sich ja schon als Spider-Man absolut bewiesen. Und Zendaya als MJ, also einfach, das ist einfach so eine gute Besetzung. Die zwei spielen das so gut zusammen. Und wie gesagt, mein Lieblingsantagonist hier, also der Green Goblin, Willem Dafoe, und der spielt sie alle gut wieder Mauer. Das muss ich einfach so sagen. Der Mann kann einfach Schauspielerin. Da gibt es für mich keine Diskussion. Ja, wir sind die ganze Zeit überlegen, wer das schnell so zählen kann, weil das ist echt nicht einfach. Ja, also Optik, wie immer, wir sind Disney MCU-mäßig, sind wir ja gewinnt, wie ein Marvel-Film ausgesehen wird, wie sich ein Marvel-Film unzufüllen wird, an der das Heimat da aufgeliefert geht. Ganz einfach. Kurzer knapp, vielleicht einfach gesagt. Während dem Gucken absolut viel Spaß dabei. Storymäßig vielleicht divers Plotholes dran. Und ja, einfach eine gute Zeit am Kino gehabt. Und das ist einfach, ja, das ist das, was MCU uns will bieten. Und das tun sie dummer da erreicht. Wiederum, so ich direkt, wenn man das von Disney und MCU gewinnt sind, nur im Film sitzen bleiben. Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, aber wir haben 2 After-Credit-Scenes. Unbedingt gucken. Und ein von der After-Credit-Scene kennt vielleicht eine Option bieten, wieso verschiedene Plotholes so sind. Hoffentlich, dass es so macht, weil sonst ging ich ein bisschen lazy Storytelling empfangen. Ja, Disney hat ja bewiesen, dass sie mit der Marvel-Lizenz immer einen ziemlich großen, übergeordneten Plan haben. Und ich denke schon, dass sie das hinkriegen. Ging mich wundern, wenn sie das hier versauen, irgendwann, weil mittlerweile im Moment fuhren sie einfach eine mega gute Spur und das wird sie als in Zukunft noch viele bieten, was ja einfach mega viel versprechen. So, das verschwere ich das hier. Ich ging noch so viel gern zählen, aber es geht halt einfach nicht. Ich kann einfach nicht. Weil, ja, da braucht ihr auch irgendwie gucken zu gehen. Guckt unbedingt du gucken. Ja, lasst mal gerne einen Kommentar, wenn dir den Film schon gesehen hat, wie ihn ihr gefallen hat, wie dir das mit den Plotholes empfand, aber wann ich denkt dran, nicht spoilern. Du werde ich knallhart sehen, sobald ich den Spoiler in den Kommentaren sehe, werde ich löschen. Das wird nichts darauf verloren. Probiert aufzupassen, wer da schreibt. Und deelt mir aber trotzdem gerne eine Meinung mit. Und bis dahin wünsche ich euch dann noch ganz viel Spaß am Kino und auch ganz viel Spaß mit Spider-Man No Way Home.